Letzte Woche habe ich ein Bild mitgebracht, ein sehr dramatisches Bild. Und das hat KI gemacht. Und ich habe mich dann gefragt, eben zu diesem Vers, niemand kann zwei Herren dienen. Entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben. Es geht darum, dienen wir Gott oder dem Mammon, dem Geld. Und ich habe mich schon gefragt, muss es so dramatisch sein? Und ich habe die KI dann gefragt, ja, kann man es nicht ein bisschen softer machen? Ist das so böse? Muss das so böse rüberkommen? Und ich habe schon ein bisschen nachgeforscht, aber eigentlich sagt Jesus, Mammon hat eine Macht. Also es ist wie ein Gegengott. Denn Gott hat gute Sachen für uns bereit und Mammon verspricht Dinge, die eigentlich nur Gott zustehen. Das Geld verspricht Sicherheit, Identität, Zukunft und Macht. Und deshalb ist es ein bisschen berechtigt, so ein böses Bild zu zeigen oder zu generieren, das die KI gemacht hat. Aber ich will etwas sagen. Geld ist nicht böse. Wenn du es besitzt, wenn es nicht dich besitzt. Ich glaube, das ist die große Lektion von letzter Woche. Und ich habe so ein Statement rausgelassen, Geld ist ein grausamer Herr, aber ein genialer Diener. Und das ist wichtig und ich sage es nicht oft, aber hört die Predigt nach, die ich letzte Woche gehalten habe, falls ihr die verpasst habt, weil wir sind in dieser Serie und die baut. Und es ist wichtig, dass wir verstehen, dass Geld uns nicht bestimmen soll. Ich habe letzte Woche wirklich so eine Reise gemacht von Adam und Eva bis zur Offenbarung, um zu sehen, was Geld bedeutet aus biblischer Sicht. Wir wollen heute ein bisschen schauen, was es bedeutet, ein guter Verwalter zu sein. Und es gibt eine Geschichte in der Bibel, die wirklich das Wort Verwalter auf den Punkt bringt, wo wir verstehen, was wirklich Gott damit meint. Das ist die Geschichte der Talente. Und da gibt es einen Vers insbesondere, und den möchte ich eintauchen in Matthäus 25, 26. Und zwar ist das die Antwort an denjenigen, der sein Talent, der nur ein Talent bekommen hat und es vergraben hat. Und die Antwort ist ziemlich harsch. Da sagt Gott, da antwortet ihm sein Herr, du böser und fauler Knecht, du hast gewusst, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe und einsammle, wo ich nicht ausgestreut habe. Wisst ihr, wenn wir darüber reden, was biblische Verwalterschaft bedeutet, dann heißt es nicht nur einfach, ja, ich verwalte etwas, ich manage etwas, sondern ich habe versucht, die Definition zu schreiben. Ich habe die auch als Slide, was biblische Verwalterschaft bedeutet. Mir gehört das nicht alles nicht, aber ich bin verantwortlich dafür, dass es im Sinne des Besitzers Früchte trägt. Also in dieser Serie wollen wir verstehen, was eigentlich Gott darüber denkt. Nicht, wie du jetzt denkst, Geld muss gehandhabt werden oder wie wir Schweizer das so machen. Verwalterschaft bedeutet, wir machen es im Sinne unseres Herrn. Darum geht es. Und wir haben viele falsche Beispiele, was Verwalterschaft bedeutet. Also im Militär, da finde ich es grauenhaft. Ich weiß noch, so in der letzten RS-Woche, da mussten wir dann noch mit dem Jeep, ich war in Frauenfeld, mussten wir dann im Jeep einfach noch Geld oder Benzin verbrauchen und irgendwo etwas abholen gehen in Fribourg, weil es ging darum, dass wir dasselbe Budget rausfahren wie letztes Jahr, damit es dann nächstes Jahr, damit man genau wieder so viel Geld bekommt. Das ist böse, weil man einfach das braucht, weil es jemand zugesprochen hat. Aber biblische Verwalterschaft hat etwas damit zu tun, dass wir das Herz verstehen, die Gedanken im Sinn unseres Herrn handeln. Ich habe mal ein gutes Beispiel gehört, wie gute Verwalterschaft aussehen könnte. Und zwar ist es von einem Pastor in England, er heißt Glyn Barrett, er leitet die Audacious Church. Und die haben ein cooles Ding. Die Jugendarbeit ist ziemlich groß und die haben hohe Ansprüche, die möchten mehr Geld. Und die haben folgendes System. Sagen, ja, wir bezahlen den Jugendpastor. Aber jetzt für alles andere, was die Jugend Geld möchte, dass sie irgendwie Pizza bestellen können und coole Ausflüge machen und was man alles für Jugend noch Geld braucht, das weiß ich nicht alles. Simon weiß das besser. Aber die haben so ein System, dass sie sagen,
Die Jugend sollen einen Fundraiser machen. Die sollen Auto waschen nach dem Gottesdienst. Die sollen diverse Dinge tun, damit Geld gesammelt wird. Und die Kirche tut Folgendes. Alles, was die Jugend sammelt, wird dann von der Kirche gematcht. Also derselbe Betrag bekommen sie nochmals hinzu. Weil es geht darum, dass wir etwas machen. Und es ist im Sinne Gottes, dass die Jugend viel Geld hat, dass sie noch mehr Leute erreichen können. Aber man kann nicht einfach erwarten, es gibt Geld. Weil Geld ist immer knapp. Und wenn es um Verwalterschaft geht, geht es nicht einfach nur darum, dass wir das Geld verbrauchen, sondern auch, wie können wir es vermehren, wie können wir mehr davon bekommen. Und das ist irgendwie das Herz Gottes. Wir gehen in den Predigttext, heute sind wir in Philipper 4. Und Paulus schreibt diesen Brief aus der Gefangenschaft, wahrscheinlich in Rom, an seine, ich sage es jetzt, die Lieblingsgemeinde. Denn mit denen hat er schon eine längere Beziehung. Es war auch die einzige Gemeinde, die ihn finanziell unterstützte. Und wo er sich wohlfühlte, über das Geld zu reden. Wir wissen nämlich, Paulus, der hatte nie Anspruch auf Geld. War selber Zeltmacher und gesagt, ich diene dem Herrn, aber ich versuche jetzt da nicht Freundesbriefe zu machen, dass mich alle unterstützen müssen, weil ich ein Missionar bin, sondern ich schaue selber, dass das Geld reinkommt. Das hat er mit allen Gemeinden so gemacht, außer mit den Philipper. Da hatte er irgendwie das Vertrauen. Und was schön ist, die haben ihn unterstützt und er schreibt eigentlich ein Dankeschreiben. Aber das Dankeschreiben kommt erst am Schluss des Briefes, was ein bisschen komisch ist. Also wenn du jemand dich so toll unterstützt hast und erst am Schluss sagst du Danke. Also ich habe gelernt, man sagt immer am Anfang Danke. Das ist wichtig. Aber es hat einen Grund. Denn diese Briefe wurden diktiert. Und am Schluss war es oft so, dass der eigentliche Verfasser des Briefes dann noch selber etwas geschrieben hat. Und das war auch ein Stück weit die Beglaubigung, dass dieser Brief echt war und von dieser Person stammte. Und dieser Text, den ich jetzt euch schreibe, den hat Paulus von Hand geschrieben. Das sind seine eigenen Worte oder sein eigenes Schreiben. Ich habe mich im Herrn sehr gefreut, dass ihr eure Fürsorge für mich endlich wieder entfalten konntet. Ihr habt ja stets daran gedacht, hattet aber keine Gelegenheit dazu. Ich sage das nicht, weil mir etwas fehlt. Ich habe nämlich gelehrt, dass in allen Lagen unabhängig zu sein. Ich kann bescheiden leben, ich kann aber auch im Überfluss leben. In alles und jedes bin ich eingeweiht. Satt zu werden und Hunger zu leiden, Überfluss zu haben und Mangel zu leiden. Alles vermag ich durch den, der mir die Kraft dazu gibt. Doch ihr habt gut daran getan, meine Not zu teilen. Ihr in Philippi wisst ja selbst, dass am Beginn der Ausbreitung des Evangeliums, als ich von Makedonien aufbrach, keine Gemeinde mit mir Gemeinschaft hatte im Geben und Nehmen, außer euch. Ja, dass ihr mich auch in Thessalonich das eine oder andere Mal unterstützt habt. Nicht, dass ich auf eure Gabe aus wäre. Nein, ich suche den Ertrag, der euren Gewinn mehrt. Ich habe alles erhalten und habe nun mehr als genug. Ich bin mit allem versorgt, was ich von Epaphroditus, eure Gabe, erhalten habe, einen lieblichen Duft, ein willkommenes, Gott wohlgefälliges Opfer. Mein Gott aber wird all euren Mangel beheben nach seinem Reichtum durch die Herrlichkeit in Jesus. Ein reicher Text. Der Predigt, dieser Titel lautet: Ist Gottes Reichtum bei dir in guten Händen? Extra ein bisschen provozierend. Es geht um gesunde Verwalterschaft. Ich möchte noch kurz beten. Danke, Herr, dass wir heute etwas von dem erkennen dürfen, was dein Sinn ist. Wie wir mit Finanzen umgehen sollen. Es soll zu deiner Herrlichkeit sein. Aber ich danke dir auch, dass Finanzen uns dienen werden, damit wir ein erfülltes Leben können.
Amen. Ich lade euch ein, aufzuschreiben, das ist eine hilfreiche Predigt, glaube ich. Mein erster Punkt ist ein gesunder Umgang mit Erwartungsdruck. Das heißt hier im Text, dass ihr eure Fürsorge für mich endlich wieder entfalten könnt. Das kann man mit dem Appellohr hören. Wirklich. Wir hatten letzten Montag Church Night und ich habe ein paar Zettel verteilt und gebeten, dass ihr mal auch aufschreibt zu dieser Serie, wovor ihr Angst habt, was ihr befürchtet, wo das hingehen könnte. Denn Geld ist nicht einfach, darüber zu reden und viele haben so mal ein bisschen Distanz. Und eines, das immer wieder aufkam, war schon so ein bisschen die Befürchtung, wenn die Erwartung da ist in der Kirche, dass man immer mehr geben sollte als bis anhin. Und das verstehe ich total, weil es gibt so einen Erwartungsdruck manchmal. Ich sage nicht einmal, dass der immer ausgesprochen ist. Oft Erwartungsdruck, das ist ein Ding, das wir uns selber machen. Und ich finde es ganz wichtig, wenn wir gesunde Verwalter sein wollen, dann müssen wir verstehen, wie wir mit Erwartungsdruck umgehen. Denn Druck ist grundsätzlich im Fall gar nicht so schlecht. Ich bin froh, dass ich Blutdruck habe, weil das hält mich am Leben. Ich bin froh, dass sie es schaffen, im Flugzeug eben diesen Luftdruck aufrechtzuerhalten, weil sonst lebst du nicht weiter. Ich bin auch dankbar für Reifendruck in meinem Auto. Ich habe das gerade vor 2 Tagen, habe ich die Reifen gepumpt, weil dann geht es besser vorwärts. Sparst Sprit in diesen Zeiten. Also Druck ist grundsätzlich nicht schlecht. Aber es ist die Frage, wo geht das hin? Und es gibt die 2 Extreme. Und wenn wir über Geld reden und Verwalter sein, müssen wir verstehen, es gibt 2 Extreme. Das eine ist wirklich Manipulation. Und das ist böse. Das ist dämonisch. Manipulation. Und ich weiß nicht, ob du irgendwann in Kirche Manipulation erlebt hast. Dass Dinge versprochen wurden, wenn du gibst, dann bekommst du so und so viel mehr zurück. Oder eben, wenn du nicht gibst, dann passiert das und das mit dir. Ich möchte dir einfach sagen, das ist böse und das ist nicht das, was die Bibel sagt über Finanzen. Und wenn du sowas erlebt hast, ich möchte wirklich dir sagen, das passiert hier nicht. Das wollen wir nicht. Das gehört nicht ins Reich Gottes. Und wenn du ein bisschen auf Distanz bist, weil du das erlebt hast, dann möchte ich dir auch sagen, hey, du darfst hier auch heilen. Und der Druck soll rausgenommen werden, wenn das wirklich irgendwo etwas ist, was du erlebt hast. Und ich möchte dir sagen, bleib nicht auf Distanz, weil du bist dazu berufen, ein guter Verwalter zu sein. Hier in dieser Kirche darfst du gute Fragen stellen. Und Vertrauen muss gebaut werden. In Finanzen geht es grundsätzlich immer um Vertrauen. Also, Manipulation ist so ein Pol, das geht zu weit. Da ist übertriebener Druck. Dann gibt es auch das andere Gegenteil, ist so, ja, ich entscheide. Die ganze Freiwilligkeit. Es gibt einen ganz wichtigen Vers in der Bibel, das schreibt Paulus den Korinthern. Da sagt er, so soll jeder für sich selbst entscheiden, wie viel er geben will, und zwar freiwillig und nicht aus Pflichtgefühl. Denn Gott liebt den, der fröhlich gibt. Jetzt die Frage ist, wie kann man messen, dass Freiwilligkeit gut ist und wann nicht? Ich kann euch sagen, es gibt gewisse Dinge, ich bin froh, dass ich ein bisschen Druck habe in meinem Leben. Meine Kinder brauchen auch ein bisschen Druck. Dass freiwillig das Zimmer geputzt wird, passiert einfach nicht. Dass freiwillig der Kompost rauskommt, funktioniert nicht. Denn Freiwilligkeit ist immer eine Frage der Reife. Ich mache es freiwillig, weil ich will nicht in einem Misthaus leben. Und meine Kinder haben da ein bisschen einen anderen Ansatz. Und ich denke, Gemeinde ist auch ein guter Ort, wo wir angespornt werden. Es gibt einen gesunden Druck. Paulus sagt auch, wir sollen einander anspornen für gute Taten. Also es ist gesund, da kommen gute Sachen aus dir hervor. Ich möchte einfach sagen, es soll aber nicht zwangshaft sein, sondern
vielleicht musst du dir auch stellen, wenn du Druck verspürst, wenn es ums Thema Geben geht, dann möchte ich dich einladen, reifer zu werden. Und ich kann dir sagen, wenn du eine Reife hast in den Finanzen, wenn du anfängst, dich nicht zu verteidigen, sondern Freude darin findest, im Geben. Das ist das Ziel. Und das ist ein jüngerschaftlicher Prozess, dass wir Freude erlangen im Geben und nicht, boah, ich muss. Einfach das so ein bisschen visionär. Es ist ein Weg und auf dem sind wir, alle zusammen. Und manchmal hilft ein gesunder Druck, dass wir einen Schritt weiter machen und in etwas hineinkommen, was gut ist. Aber wir manipulieren nicht, das kommt nicht in die Tüte hier. Also das Zweite, was Paulus hier schreibt, es geht um einen gesunden Umgang im Antizipieren. Er schreibt hier, ihr habt ja stets daran gedacht, hattet aber keine Gelegenheit dazu. Also keine andere Gemeinde ist es in den Sinn gekommen, Paulus zu unterstützen. Ich glaube, diese Kirche hatte wirklich ein Herz, die hat eine Reife, sie haben gesehen, da ist ein Mann, der hat einen Auftrag und es ist von ihnen hergekommen, dass sie gesagt haben, wir wollen dich unterstützen. Sie haben das antizipiert, sie haben vorausgedacht. Wirklich, es war nicht einfach nur ein spontanes Ding. Sie haben etwas von dem verstanden, was eigentlich dran ist. Sie haben verstanden auch, was Gottes Herz ist. Das heißt in Matthäus 6 in der Bergpredigt redet Jesus darüber, dass wir uns keine Sorgen machen sollen und dass Gott sogar die Spatzen versorgt und die müssen nichts dafür tun. Und wie viel mehr denkt Gott denn an uns? Und wenn wir dieses Konzept verstehen, dass Gott an uns denkt, dann können wir auch eher auf diese Seite sein und sagen, ich will wie Gott denken und ich will auch wie Gott handeln. Und das Ding ist, ich liebe es an dieser Gemeinde, die haben daran gedacht, die wollten großzügig sein. Aber die hatten nicht die Möglichkeit dazu, weil Paulus unterwegs war. Und als er dann endlich irgendwie kam, oder eben der Ephroditus, der hat ihm dann das Geld gebracht. Als diese Gelegenheit dann war, dann konnten sie großzügig sein. Und ich möchte euch sagen, ich erlebe eigentlich kaum jemand, jedenfalls in dieser Gemeinde, der nicht großzügig sein möchte. Wir sind eine großzügige Gemeinde. Und es ist etwas, das das Herz Gottes ausdrückt. Ich glaube, so 2 Charaktereigenschaften, die Gott am besten beschreiben, ist, er ist heilig, er ist anders als wir Menschen. Aber er ist auch großzügig. Darin gehört seine Barmherzigkeit, seine Gnade. Und Großzügigkeit ist immer etwas, wie wir Gottes Herz zusammen ausdrücken. Aber Gottes Großzügigkeit ist nicht etwas Spontanes, meistens nicht. Und ich möchte euch einfach herausfordern, guter Verwalter heißt sein, wir können auch Dinge antizipieren, vorausblicken und sehen, vielleicht könnte ich dorthin gehen und großzügig sein. Aber es braucht wie ein Budget, es braucht Gedanken, dass wir auch ein Vorausdenken, dass wir großzügig sein können. Ich habe euch mal mitgebracht, wie mein Budget aussieht. Ich nenne es das 5G-Budget, das habe ich selber entwickelt, weil ich mich mit den Finanzen beschäftigt habe. 5 Dinge, die mit G anfangen, dann kann ich es mir besser merken. Das erste ist Gehorsam, das ist mein 10. Ehrlich gesagt, das gehört gar nicht mir. Ich bin nur Verwalter von 90%. Der gehört Gott. Die Bibel sagt, dieser Teil ist Gott heilig. Der gehört ihm. Aber dann versuche ich, oder wir als Familie, unsere Grundbedürfnisse zu stillen mit unserem Lohn. Und wir versuchen ein Leben zu leben, einen Lebensstil, der nicht größer ist als 70%. Und dann gehört aber auch Genuss dazu. Wir dürfen das Leben auch genießen. Und das ist bei uns ungefähr 7%. Dazu gehört meine Vespa, weil das ist kein Grundbedürfnis. Wir haben ein Auto, aber es ist einfach cool, noch ein bisschen mehr Flexibilität im Leben zu haben. Dazu gehören Ferien. Wir genießen etwas. Wir fahren jetzt am Dienstag nach Italien. Ich habe ein Budget für Gelato. Also wenn wir nach Italien gehen, das heißt, jeden Tag gibt es Gelato. Das ist einfach eine unserer Familienregeln. Jetzt, wenn du 8 Köpfe bist und für 9 Tage nach Sizilien gehst, das wird teuer. Das sind 252 €, die ich budgetiert habe für Gelatos. Das ist unser Genuss. Unser Genuss
in Italien. Aber wisst ihr, manchmal habe ich das Gefühl, wir leisten uns immer etwas und geben es aus. Nee, du musst es irgendwie budgetieren. Aber etwas, was wir auch budgetieren, ist Großzügigkeit. Das ist nicht einfach so, ich möchte eigentlich geben, aber ich kann nicht. Letzte Woche im Gebet, wir haben für eine Familie gebetet, die momentan durch eine schwierige Zeit geht. Und ich habe es aufs Herz bekommen, 500 Franken dieser Familie zu geben. Jetzt, 500 Franken ist für uns als Family viel. Aber es ist möglich, weil wir budgetieren auch großzügig zu sein. Wir sagen, wir brauchen nicht alles Geld für uns, weil wir wollen für andere Menschen ein Segen sein. Wir unterstützen Kinder in Afrika mit Compassion. Wir haben dort Patenkinder. Wir wollen immer wieder die Möglichkeit haben, jemanden zum Essen einzuladen. Wisst ihr, es ist eine Frage von, jeder möchte großzügig sein. Aber hast du es irgendwo in deinem Budget, dass du jemanden einladen kannst? Wisst ihr, nach dem Gottesdienst, hey, wir gehen in die Holy Cow. Teil von meinem Budget ist, ich kann jeden Sonntag jemanden einladen. Wie cool wäre das? Oder wenn du sagen kannst, ich kann jede Woche einen Arbeitskollegen zum Essen einladen. Und dann haben wir wunderbare Gespräche. Großzügigkeit muss budgetiert sein. Und ich liebe das an dieser Gemeinde, die hatten das im Sinn und hatten einen Plan. Und dann endlich haben sie die Möglichkeit bekommen und sie waren ready. Sie konnten es tun. Und dann 10% ist Glaube, Zukunft, Investition. Ich träume von Dingen, ich habe eine Vision und ich lege auch etwas auf die Seite, dass das ermöglicht wird. Und ich lebe lieber jetzt bescheidener, damit ich mir mal etwas verwirklichen kann, wozu ich auch berufen bin. Es gibt Leute, die träumen davon, einen Missionseinsatz zu machen. Es gibt Leute davon, die träumen, irgendwie eine Weiterbildung zu machen. Es gibt Leute, die sagen, ich möchte eigentlich gerne mal heiraten. Weißt du was? Wenn du träumst davon zu heiraten, dann leg jetzt schon was auf die Seite, dass du innerhalb von 2 Jahren eine Hochzeit finanzieren kannst. Wirklich. Gehört dazu. Wir können nicht einfach nur mit Wunder leben. Gott hat uns als Verwalter eingesetzt und wir sollen gut damit umgehen. By the way, wenn du sagst, ich möchte ein bisschen Hilfe im Budgetieren, am 8. Mai im Community Friday werde ich über das reden und wir werden so einen kleinen Workshop machen und du bist herzlich eingeladen, daran teilzunehmen. Wir werden ein bisschen schauen, wie wir unsere Finanzen in den Griff bekommen. Das ist eine wichtige Sache. Nummer 3. Gesunder Umgang mit Schwankungen. Paulus schreibt hier, er hat es erlebt, Überfluss zu haben, er hat es erlebt, Mangel zu haben, aber, das ist der Satz, und ich weiß nicht, ob das euch bewusst ist, das ist ein Satz, den wir oft zitieren, alles vermag ich durch den, der mir die Kraft dazu gibt. Das ist, wir zitieren diesen Vers ganz oft, aber es steht im Zusammenhang mit Finanzen, mitten in einem Finanzabschnitt. Und es geht darum, dass wir verstehen, hey, wir können in guten und in schwierigen Zeiten damit umgehen. Ich habe selber erlebt, 10 Monate Arbeitslosigkeit in Berlin, als wir dort eine Gemeinde gegründet haben. Ich weiß, wie es heißt, mit nichts zu leben. Und trotzdem während dieser Zeit habe ich Gottes Versorgung auf übernatürliche Sachen erlebt. Und wir haben trotzdem einen Durchbruch erlebt. Wisst ihr, Finanzen sind immer wieder da, dass wir Durchbrüche erleben. Auch wenn wir nichts haben, es heißt hier in diesem, das Wort Kraft ist Endynamo. Das Wort Dynamit ist eigentlich da drin. Wir haben eine Durchbruchssalbung, auch mit unseren Finanzen. Wenn wir zu wenig haben, dürfen wir Gott vertrauen. Wir dürfen aber auch erleben, wenn wir Geld haben, dass wir anderen Menschen einen Durchbruch verhelfen. Und Paulus hat etwas verstanden davon. Es geht dann weiter. Mein 4. Punkt. Gesunder Umgang in der Anteilnahme. Paulus sagt hier, doch ihr habt gut daran getan, meine Not zu teilen. Und dann später sagt er auch noch, ich bin mit allem versorgt, da ich von Epaphroditus eure Gabe erhalten habe. Einen lieblichen Duft, ein willkommenes Gott, wohlgefälliges Opfer. Wir müssen verstehen, als Verwalter, dass wir Anteil haben an Geschichten. Wisst ihr, da war vor 130 Jahren, als diese Kirche gebaut wurde, haben Leute geopfert.
damit man in Zürich ein Gebäude erstellen kann. Wir machen heute billig Kirche, wegen einem Opfer, das Menschen vor 130 Jahren gemacht haben. Ich habe diese Woche einen Brief bekommen von jemandem, das die Gemeinde geschrieben hat. Hey, in dieser Gemeinde wurde ich frei von Pornografie. Wisst ihr, die Personen, die vor 130 Jahren gespendet haben, geopfert haben, im Glauben gesät haben, die haben heute Anteil an dem, was wir machen. Und ich habe eine Definition von Opfer für mich persönlich. Ich sage, Opfer, das ist, ich habe eine Slide dazu, ist mein zukünftiger Anteil an Sinn und Freude. Und wenn wir Anteil nehmen und sehen, wow, da ist eine Not, da könnte ich investieren, aber da ist eine Vision, da könnte ich investieren, dann gibt mir das Sinn und Freude, aber vielleicht nicht gerade in dem Moment. Wisst ihr, wir machen ja einmal pro Jahr ein Impact Offering. Das ist so unser Gemeindeausdruck, wo wir sagen, wir investieren als Kirche in unsere Zukunft. Das Gute ist, es ist jetzt nicht dran. Also, keine Angst, das ist dann im späteren Teil des Jahres. Aber wir haben das schon in London gemacht, als ich dort gelebt habe. Und ich weiß noch, es ging einmal darum, wir hatten 3 Jugendliche in der Gemeinde. Es war eine Gemeindegründung, 3 Jugendliche. Und wir wussten, wir müssen da irgendwo investieren, dass es ermöglicht wird. Und bei diesem Impact Offering habe ich als 25-Jähriger, der für die Kirche arbeitete, zu einem Hungerslohn, ich habe damals 700 Pfund ins Impact Offering gegeben. Und ich habe es nicht einfach gegeben aus Zwang, weil ich habe es als Vision getan. Ich habe gesehen, wow, wir können hier etwas bewegen. Das war vor 21 Jahren. Letztes Jahr wurde ich eingeladen von Equippers London an der Jugend- und jungen Erwachsenenkonferenz zu predigen. Ich bin dorthin. 180 Jugendliche, on fire für Jesus. Und während dem Worship sind mir die Tränen runtergelaufen. 21 Jahre später habe ich jetzt von dem Sinn und der Genugtuung und Freude erlebt. Und da waren die 2 Söhne von meinem Freund, Pastor Mark Collard, im Worship-Team. Die 2 Jungs gab es damals noch nicht, als wir gegeben haben. On fire für Jesus. Und da sah ich dort noch hinten die Freundin von meinem Sohn Janis. Ich dachte, wow, vor 21 Jahren habe ich in etwas hineingesät, wo ich jetzt Anteil habe. Und wisst ihr, wir können schon Anteil nehmen. Und manchmal ist es so auf Empathie. Aber ich will dir auch sagen, ein Opfer, du hast auch Anteil an der Freude und Anteil an den Geschichten, die Gott dadurch schreibt. Und wenn wir gute Verwalter sein dürfen, wisst ihr, es geht so viel mehr als nur um Geld. Es geht um Sinn. Also wir haben ein Sinnproblem in unserem Land. Menschen wissen nicht, wofür bin ich auf dieser Welt. Und wenn wir solche Geschichten ermöglichen können, ich bin bereit zu investieren. Nummer 5. Ein gesunder Umgang mit Profitdenken. Das ist eine unglaublich provozierende Aussage, die hier Paulus sagt. Nicht, dass ich auf eure Gabe aus wäre. Nein, ich suche den Ertrag, der euren Gewinn mehrt. Achtung, Alert, Wohlstandsevangelium. Wisst ihr, dieser Begriff ist auch ein ganz schwieriger. Denn die Bibel sagt auch, irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Denn was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Und gleichzeitig müssen wir aufpassen, dass wir nicht Gott zu einem Automaten degradieren und denken, wenn ich das tue, dann tut Gott das. So funktioniert Gott nicht. Wir können nicht denken, dass wir Herr über Gottes Segen werden und ich bestimme, wenn ich das tue, dann habe ich dann das Recht auf das. Darum geht es nicht. Aber wir dürfen damit rechnen, dass wenn wir etwas säen, damit wir das auch ernten. Und ich sage nicht, dass es immer dasselbe ist, dass es immer Geld ist. Aber Gott lässt sich nicht spotten. Ich habe vor mehreren Jahren, als es das erste Mal nach Neuseeland ging, habe ich 3 Monate vorher
eine Taylor-Gitarre gekauft. Wir haben hier auch eine Taylor-Gitarre auf der Bühne. Das sind ganz gute Gitarren. 3 Monate vorher die gekauft, bin nach Neuseeland gegangen, eine Konferenz, dort Worship geleitet. Und dann in einer Session, wo ich nicht dran war, hat jemand anders geleitet, der Worship-Leiter aus Neuseeland, Equippers Auckland. Und währenddem er meine Gitarre spielt, spricht Gott zu mir und sagt, die lässt du da, die gehört jetzt ihm. Der braucht die. Der hat keine Gitarre. Und das war schon noch tough. So eine Gitarre, das Modell, das ich hatte, das war 4.200 Franken wert. Ich habe sie aber Occasion bekommen für 3.000. Ich habe lange dafür gespart. Und da bin ich zurückgekommen nach London ohne Gitarre und dort musste ich auch Worship leiten. Innerhalb von einem Monat kam so viel Geld zusammen. Ich habe nichts gesagt, aber Leute haben einfach gegeben, dass ich mir dasselbe Modell niegelnagelneu kaufen konnte. Manchmal kommen Dinge zurück. Ich sage nicht, dass es immer funktioniert. Und dann waren wir Teil der Gemeindegründung in Equippers Rom 2017. Und als Gemeindegründer selber weiß ich, wie wichtig das Gitarren sind. In einer Gemeindegründung. Equippers Rom hatte keine Gitarre. Und ich bin dorthin gegangen mit dem Ziel, ich kaufe denen eine Gitarre. Bevor ich gepredigt habe, habe ich mit Francesco darüber geredet. Und dann sind wir nachher noch in einen Laden und haben eine Taylor-Gitarre wieder gekauft. Das ist meine zweite Taylor-Gitarre, die ich verschenkt habe. Ich habe noch keine Taylor-Gitarre zurückbekommen. Kein Druck, hey? Aber zu meinem 40. Geburtstag haben viele von euch verholfen, dass ich eine Gretsch-Gitarre bekam. Ist noch besser, noch besser. Wisst ihr, ich habe eine Vespa verschenkt, die wir, und Wana ist mir heute manchmal noch so, wir haben meine Vespa verschenkt, die wir mit unserem Geld, das wir zur Hochzeit bekommen haben, angeschafft haben, verschenkt. An einen Jugendpastor in Berlin. Aber ich habe auch ein Auto geschenkt bekommen, einen T6. Jemand einfach angerufen hat und gesagt, Dan, ihr habt kein Auto, unser Auto ist auf der Autobahn stehen geblieben, Motorschaden. Und jemand sagt, eine Person, die ich einmal im Leben getroffen habe, ich habe es aufs Herz bekommen, 20.000 Franken überwiesen, damit wir ein Auto haben können. Wisst ihr, das Geld gehört nicht uns. Und manchmal sind wir geben, aber wir dürfen auch Glaube haben, dass Gott etwas tut und dass er uns nicht verlumpen lässt. Und das ist mein letzter Punkt aus diesem Abschnitt. Gesunder Umgang im Empfangen. Mein Gott aber wird all euren Mangel beheben und nach seinem Reichtum durch die Herrlichkeit Jesu Christus. Mein lieber Freund, der Vater von Dani, der jetzt da gerade auf die Bühne geht, Matthias Wenck, hat mal gesagt, in erster Linie sind wir Empfangende. Und wir sind so gut, im Leistungsmodus zu sein. Wir denken, wenn es ums Geld geht, ich muss mir das verdienen. Aber ich möchte euch sagen, in erster Linie hast du einen liebenden, großzügigen, versorgenden Vater. Und er hat dich dazu bestimmt, etwas zu empfangen. Und empfangen ist schwierig. Wir tun uns schwer damit, weil unser Mindset ist, ich muss mir das verdienen. Vor 2 Monaten habe ich eine SMS bekommen von einer Familie, die habe ich 3-mal in meinem Leben getroffen. Und die haben uns als Familie irgendwie auch ein bisschen in ihr Herz geschlossen. Die beten für uns. Die wollen das Beste für uns. Haben auch uns schon finanziell gesegnet. Haben es einfach aufs Herz bekommen. Und die haben auch mitbekommen, dass einer unserer Söhne eine Diagnose bekommen hat, die schwierig ist. Und die Konsequenz war im ersten Monat nach der Diagnose, dass unser Budget, wir haben 1.500 Franken mehr Auslagen gehabt als bis anhin. Einfach weil wir die Ernährung umstellen mussten.
Ergänzung, Nahrungsergänzung und viele Fahrten zu Ärzten und so. Und dann bekomme ich ein SMS von dieser Familie. Sie sagt, unser Sohn, 17-jährig, hat es aufs Herz bekommen, euch 1000 Franken zu spenden, überweisen. Wisst ihr, wie demütigend es ist? Als erwachsener, gestandener Mann im Berufsleben. Ich habe noch eine Selbstständigkeit, ich sehe mich selber als Unternehmer. Ich fühle mich verantwortlich, der Versorger meiner Familie zu sein. Und Phasen im Leben zu haben, wo es nicht aufgeht. Und dann beruft Gott ein 17-Jähriger, der durch den Tod seiner Großmutter Geld geerbt hat und es auf Herz bekommt, ich brauche diese 1000 nicht für mich, sondern ich will es jemand anderes geben. Es ist demütigend. Es ist so schwierig, das anzunehmen. Aber wisst ihr, mehr als nur das Geld, es war für mich, dass Gott aus seinem Reichtum heraus Geschichten schreibt und dass du ihm so wichtig bist, dass du ohne betteln zu müssen, Menschen bewegt werden, weil er dich sieht. Das Empfangen ist so schwierig. Und wir müssen verstehen, wenn wir in das hineinkommen wollen, was Verwalterschaft ist und was Gott freisetzen möchte in unserem Leben, dann müssen wir ein Verständnis haben. Es beginnt damit, dass wir Empfangende sind. Dass wir gesegnet werden und nicht zu kurz kommen. Und ich möchte mich ein bisschen verletzlich machen, weil ich kenne einige Geschichten von Leuten in dieser Kirche. Und viele sind finanziell am Kämpfen. Es ist so. Und wenn ich das jetzt teile, ich will nicht irgendwo Mitgefühl schüren und ihr habt ein absolutes Verbot, irgendwie uns als Familie Geld zu geben. Wir fahren am Dienstag in die Ferien. In unserem Bankkonto momentan sind 281 Franken. Das reicht nicht, um in die Ferien zu gehen. Klar, am 25. kommt dann mein Lohn, aber es sind 4 Tage. Da haben wir noch ein Abenteuer vor uns. Aber Gott ist gut. Ich habe letzte Woche eine E-Mail bekommen, noch von der Suiza, wegen meinen Songrechten, dass diese Woche noch ein Betrag kommen wird, überwiesen wird. Wisst ihr, für uns als Family, es ist jetzt nicht nur diese Situation, es ist, jeden Monat geht eigentlich nicht auf. Rein, wenn wir es kalkulieren, es geht nicht auf. Aber wir haben auch etwas gesagt, wir leben einen Lebensstil, wo das Geld uns nicht bestimmt, was wir machen und was wir nicht machen. Gleichzeitig, wir haben noch nie Schulden gemacht. Es geht nicht. Wir leben nicht einen Lebensstil, wo wir mehr ausgeben, als was wir haben. Aber wir wissen, Gott versorgt. Wir haben Anfang Jahr sogar, es war nicht einfach zwischen mir und Wana. Wir haben gesagt, wir versuchen möglichst Kreditkarte nicht mehr zu brauchen. Einfach weil wir noch besser werden wollen im Verwalten von dem, was Gott uns gegeben hat. Und wir vertrauen ihm, dass er immer genügend hat. Ja, und ich habe letzte Woche 500 Franken weggegeben, die wir eigentlich jetzt gut brauchen können. Aber Gottes Timing, ich weiß auch, mein Bankkonto ist immer wieder, er versorgt täglich. Und klar, wir nagen nicht am Hungertuch. Ich spare ja auch etwas, aber das ist eigentlich nicht für unser jetziges Leben, sondern ich habe eine Vision, dass ich eine Erbe hinterlassen kann. Und ich glaube, wir als Familie, wir haben echt eine Salbung auf unserem Leben, Gemeinden zu gründen.
Und ich träume davon, dass jedes meiner Kinder mal die Möglichkeit hat, eine Liegenschaft zu haben, ein Haus zu haben, weil als Gemeindegründer kannst du nicht erwarten, dass irgendwo eine Gemeinde dich finanziert und deinen Lebensunterhalt finanzieren kann. Ich träume davon, dass ich 6 Liegenschaften mal habe. Und ich will etwas von meinem Traum jetzt nicht anrühren, damit wir schön in die Ferien gehen können. Im Notfall könnte das schon sein, wenn wir jetzt irgendwie in Italien stecken bleiben würden und kein Benzin mehr haben. Aber es ist ein unglaubliches Abenteuer, in den Finanzen zu erklären, wisst ihr, Herr, ich bin einfach ein Verwalter, es gehört nicht mir. Und manchmal gebe ich raus, weil ich es gerade nicht brauche. Und dann kommt gerade wieder von jemand anderes, der auch mit dem Heiligen Geist unterwegs ist und sich berühren lässt und merkt, dass ich nicht nur selbst zu mir schauen muss. Dann funktioniert es wieder. Und das ist Gottes Ökonomie. Die funktioniert so, dass Gott bewegt und er ist immer wieder am Schauen, dass die Mittel dort eingesetzt werden, wo sie etwas bewegen und Geschichten schreiben. Aber als allererstes müssen wir gut werden im Empfangen. Denn Gott, ich möchte nochmals den Titel erwähnen, ist Gottes Reichtum bei dir in guten Händen. Die Bibel sagt, dass er uns Reichtum anvertrauen will. Er sagt nicht, dass du es besitzen wirst. Ich habe keinen Anspruch, reich zu werden. Aber ich habe eine Berufung, Reichtum zu verwalten. Ich glaube, dass mir Millionen anvertraut werden. Als Vater, aber auch als Pastor. Dass wir Gemeinden bauen können. Ich habe letzte Woche davon erzählt, dass ich eine Vision habe, ich glaube von Gott, 60 Gebäude zu kaufen, damit die nächste Generation von Gemeindebauern und Gemeindegründern dass sie es einfacher haben. Und nicht Verfolgung erleben, weil als Gemeindegründer erlebst du wirklich Verfolgung. Niemand will dir Gebäude geben zum Mieten. So schwierig. Lass uns zusammen aufstehen, ich würde gerne noch beten. Das Erste, wofür ich beten möchte, ist, dass wir gute Empfänger werden. Und ich möchte etwas sprechen von der Macht, die Geld hat in unserem Leben. Ich gebe euch ein Beispiel. Wenn dich jemand zum Essen einlädt, ist mir nie einfach gefallen, das anzunehmen. Was ich oft gesagt habe ist, nächstes Mal bezahle ich. Weil ich mich verpflichtet fühle, das zurückzuzahlen. Da hat Mammon noch eine große Kraft. Ich sag's nicht mehr. Ich lasse mich einladen, ohne Gegenleistung. Weil ich lade genügend Leute zum Essen ein, aber ich tue es nicht aus Pflichtübung, als Revanche, sondern weil mich Gott führt. Ich möchte, wenn du sagst, es fällt mir schwer, etwas zu empfangen, dass du vielleicht deine Hand aufs Herz legst. Und heute an diesem 19. April ein Statement machst und sagst, ich bin ein guter Empfänger. Ich blockiere den Segen Gottes nicht über meinem Leben. Und andere geben und ich muss ehrlich sagen, Gnade fühlt sich immer unfair an. Du musst dich nicht rechtfertigen. Du sollst eine Freiheit haben vom Geld. Und ich spreche über euch aus, dass ihr gute Empfänger werdet. Dass eine neue Freiheit hineinkommt, dass Geld nicht bestimmt, was ihr als nächstes macht und was ihr in Zukunft noch machen müsst, sondern eine Freiheit habt zu empfangen, dann auch zu geben. Ich spreche die Macht von Geld für eurem Leben, dass ihr den Reichtum des Himmels empfangen dürft. Amen.
habe es auch aufs Herz bekommen, für Jobs zu beten. Und das hat auch etwas damit zu tun. Für Jobs brauchst du meistens eine Qualifikation. Und ich glaube, vielen fehlt oft die Qualifikation für eigentlich das, wozu wir berufen sind. Ich habe es einfach vorgetragen, ich glaube, es ist der Heilige Geist, dass wir heute für Jobs beten. Wenn du unzufrieden bist mit deinem Job, wenn du sagst, oder vielleicht hast du momentan keinen Job. Wir haben viele Ausländer hier. Ihr arbeitet einen Job, der unter eurem Niveau ist, unter eurer Ausbildung. Und es ist Gottes Hauptversorgung für unser Leben, wie er durch Arbeit unser Leben zum Blühen bringt. Wir können nicht einfach nur auf Wunder hoffen. Und wenn du sagst, ich bin auf Jobsuche, ich brauche etwas, das mich freisetzt, auch in meiner Berufung, und vielleicht kannst du deine Hand aufs Herz legen. Ich möchte beten, dass die Güte Gottes sichtbar wird. Ich spreche über euch aus, dass Türen aufgehen. Aber ich spreche vor allem für Mut, dass ihr euch anfängt, für Jobs zu bewerben, die eigentlich nicht eure Liga sind, aber wo ihr die Führung des Heiligen Geistes erlebt. Und wie merkt, dass Gott dort eine Tür öffnet, wo ihr zum Segen werdet, aber auch, wo ihr wachsen könnt, wo ihr euch entwickeln könnt, wo ihr auch mehr verdient. Ich spreche das aus und setze diese Jobs frei, im Namen Jesu. Halleluja. Und am Schluss würde ich gerne noch ein Segensgebet sprechen. Dieser Satz, den Paulus ja geschrieben hat: Ihr habt ja stets daran gedacht, hattet aber keine Gelegenheit zu tun. All diejenigen, und ich weiß, es sind viele in dieser Gemeinde, wir sind eine großzügige Gemeinde. All diejenigen, die sagen, ich möchte eigentlich noch großzügiger sein. Ich denke immer wieder daran. Ich spreche über euch noch eine Befähigung aus und eine Weisheit, wie ihr Großzügigkeit in eurem Leben einplanen könnt und es auch sehen könnt und vor allem Geschichte schreiben könnt. Dass ihr himmlische Geschichten freisetzt. Und wenn du sagst, das bin ich, dann leg doch nochmals deine Hand aufs Herz. Ich spreche über euch aus, dass Gott euch etwas anvertraut hat, womit ihr Türen für andere Menschen öffnet. Ich spreche aus, dass ihr einen Generationssegen freisetzt. Geschichten schreibt, wo ihr in euren Jahren, älteren Jahren eures Lebens erlebt und beobachtet, was Gott daraus für Geschichten geschrieben hat. Ich spreche über euch aus, dass der Heilige Geist euch zeigt, wo ihr investieren dürft und sollt. Und dass es nicht aus Pflicht kommt, nicht irgendwie, ja, man muss ja was Gutes tun, sondern aus einer unglaublichen Freude, aus einem unglaublichen Drang von innen, von euch aus auch, dass ihr sagt, ich will ein Sinnstifter sein und ich habe diese Möglichkeiten von Gott bekommen, um andere Menschenleben zu segnen und in ihre Berufung freizusetzen. Halleluja. Amen. Oh. Jesus sei verehrt, dein Name ist heilig. Jesus. Hey, so gut warst du dabei im Livestream, so stark diese Predigt von Dan, wie er einfach erzählt hat über gute Verwalterschaft, gesunde Verwalterschaft. Und hey, ich möchte dich einfach ermutigen, es ist so gut, diesem Gott zu dienen, der alles gegeben hat und der einfach auch ein Gott, der
ist, der versorgt. Es steht in der Bibel geschrieben, Gott ist mein Versorger. Das ist ein Name Gottes. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du diesen Gott noch nicht kennst, geh auf den Weg mit ihm, such ihn und du wirst ihn finden und du wirst sehen, wie er dein Versorger wird, dein persönlicher Versorger wird. Und ich möchte dich einfach ermutigen, hey, wenn du Anschluss suchst, wenn du dich in Verbindung setzen möchtest mit uns, dann geh auf diese Webseite, die hier unten eingeblendet ist, www.equippers.ch/connect oder scan den QR-Code und du wirst auf eine Webseite kommen, wo du mit uns in Verbindung treten kannst, wo du Gebetsanliegen anbringen kannst, aber wo du auch Anknüpfung suchen kannst zu Kleingruppen und wo du natürlich alle Informationen findest über unseren Sonntagmorgen Gottesdienst. Hey, so gut, dass du heute Morgen dabei warst. Gleich werden wir auch in ein Interview gehen mit Dan, wo wir noch tiefer in diese Punkte hineingehen werden, die er zu uns gesprochen hat. Aber ich möchte dich einfach nochmal ermutigen, hey, such diesen Gott, denn er ist der Gott, der versorgt. Und du darfst das wirklich für dein Leben erleben. Denn Gott hat er versorgt uns nicht nur mit Finanziellem, sondern er hat seinen Sohn, seinen einzigen Sohn hat er gesandt auf diese Erde, der für uns gestorben ist, für unsere Sünden und den Weg frei gemacht hat, dass wir mit Gott wieder versöhnt leben können, dass wir mit ihm Gemeinschaft haben können, mit diesem guten Gott, der für uns Versorger ist, der uns über alles liebt und der einfach sogar seinen Sohn gibt, seinen einzigen Sohn gibt, dass wir wieder eine Beziehung haben dürfen mit Gott, indem wir an Jesus glauben und Jesus als König und Herrscher in unserem Leben annehmen. Und das möchte ich dir einfach zusprechen. Sei ermutigt und suche diesen Gott, denn es lohnt sich. Ich kann das wirklich auch selber bezeugen, dass es sich wirklich lohnt, mit diesem Gott unterwegs zu sein, der zu einem spricht, der einem Weisung gibt und immer einfach da ist, wenn wir ihn brauchen, aber auch wenn es uns gut geht natürlich. Und jetzt haben wir das Riesenprivileg, Dan begrüßen zu dürfen. Hi Dan. Hallo. So gut hast du zu uns gesprochen. Ich habe ein paar Fragen. Und zwar die erste Frage an dich wäre, wie hast du diesen Glauben, woher nimmst du dir diesen Glauben, um so zu leben und so mit dem Geld auch umzugehen, wo du so großzügig bist oder auch so große Dinge weggibst, wie die Taylor-Gitarren? Wo nimmst du dir diesen Glauben? Also, es ist wachsender Glaube, es ist die Frucht des Glaubens. Man lernt, Gott zu vertrauen im Kleinen und das wächst. Also, früher war für mich 100 Franken viel Geld, um dafür zu glauben oder viel wegzugeben. Ja. Und wenn du das mal machst und dort darin Gott erlebst, dann kannst du auf 500 Franken gehen. So cool. Oder dann 1000 oder dann Zehntausende. Ich bin auch immer wieder um Menschen herum gewesen, die haben einen großen Glauben gehabt im finanziellen Leben. Einer meiner Freunde, der sieht sich, also der ist ein Geschäftsmann und der sieht seine Aufgabe wirklich, Tausende von Franken fürs Reich Gottes zu scheffeln. Und das ist schon inspirierend. Das ist nicht meine Berufung. Aber wenn man um Menschen herum ist, die einen guten Glauben haben rund um Finanzen. Und deshalb finde ich es wichtig, als Kirche auch über Finanzen zu reden, weil wir machen das zur Privatsache. Und dann, das ist ein Teil des Geistes der Armut, den wir haben, weil wir lassen uns nicht von anderen Menschen inspirieren. Und eben, ich habe über Erwartungsdruck geredet. Es ist einfach gut, auch zu sehen, was andere machen. Und das spornt mich an. Ich will das auch haben. Ich will das auch ausprobieren. Ich will auch in dem leben. Das ist der gesunde Druck, den wir brauchen in einer Kirche, wo wir einander anspornen zu guten Taten. Und ich hoffe, dass wir so eine Kirche sind. Und ich will so eine Kirche sein. Wenn jemand ein Problem hat, über Geld zu reden in unserer Kirche, dann darf er auch in eine andere Kirche gehen, weil es gibt genügend, die sich nicht getrauen, über Geld zu reden.
aber das hilft uns im Glauben zu wachsen und Schritte zu machen. Sehr gut. Und vielleicht eine Follow-up-Frage dazu. Wie hörst du denn Gott? Also, wenn er zu dir spricht und du sollst diese Gitarre weggeben oder du sollst hier Geld geben, wie ist das für dich? Wie müssen wir uns das vorstellen und wie können wir das selber auch erleben? Es ist ganz einfach. Weil es gibt keinen einfacheren Weg, um Gott zu hören, als in den Finanzen. Wirklich nicht. Weil von mir aus kommt es nicht. Also ich will doch nicht Dinge weggeben, die mir gehören. Also da merke ich, wie, wenn ich diesen Gedanken habe, das kann nur Gott sein. Sehr gut. Also das kommt nicht aus mir heraus. Ich bin ein selbstsüchtiger Mensch. Ich liebe Bequemlichkeit, ich liebe Sicherheit. Und wenn solche Gedanken kommen, also ich überlege mittlerweile gar nicht mehr. Ich weiß, das ist von Gott. Wow. Und irgendwo habe ich so viel Gottesfurcht, aber auch so viel Vertrauen, dass ich sage, wenn ich solche Gedanken habe, dann mache ich es. Gut. Ja. Und eben, ich bin ein Verwalter, also das Geld gehört sowieso nicht mir. Ich bin ein guter Empfänger, ich bin aber auch ein guter Geber. Und ich will nicht ein Rohrkrepierer sein. Das kommt bei mir rein, geht wieder raus, weil ich nicht der entscheidende Faktor bin. Und deshalb will ich es nicht blockieren. Wenn ich einen Gedanke habe, dann Herr, mach's. Super. Und du hast jetzt nochmal das Wort Verwalterschaft reingebracht und du hast ja das Budget angesprochen, das du für dich erstellt hast. Wie ist das dazu gekommen? Und vielleicht sagst du noch was zum 8. Mai, wenn ich das richtig im Kopf habe? Ja, also das Thema Finanzen ist ein Weg, das beschäftigt mich jeden Tag. Und ich war, also die Sache mit den 5Gs, das habe ich Mitte 20 entwickelt, wo ich mich wirklich damit beschäftigt habe, wie gehe ich sinnvoll mit meinen Finanzen um. Als ich in London gelebt habe, ich habe 600 Pfund im ersten Jahr verdient. Wow. Und 400 Pfund gingen raus für mein Zimmer, das ich dort gemietet habe. Und dann habe ich noch 60 Pfund meinen Zehnten gegeben. Ich habe also mit 140 Pfund einen Monat gelebt. Und da musste ich irgendwo mal rausfinden, wie ich clever lebe. Und eigentlich habe ich die Weisheit im Umgang mit Finanzen habe ich gelernt, eigentlich jedes Mal, wenn ich zu wenig hatte. Ja. Und habe gemerkt, also Schulden mache ich nicht. Das kommt bei mir nicht in die Tüte. Ich finde, Schulden ist böse, ist teuflisch. Weil, also ich habe eine Hypothek auf meinem Haus, aber das ist keine Schuld, weil ich habe einen Gegenwert dazu. Aber sonst Schulden, ich reduziere meinen Lebensstil auf das, was ich habe. Und ich gönne mir nicht Dinge, die ich mir nicht leisten kann. Und so hat sich das eigentlich entwickelt. Und ich habe auch gute Vorbilder gehabt und mit Leuten darüber geredet. Speziell das ganze Ding mit Sparen, investieren in die Zukunft. Ich konnte mir bisher jeden Traum verwirklichen. Wow. Also ich habe gemerkt, hey, ich muss sparen, als ich noch keine Freundin hatte. Und ja, wir konnten es uns leisten, schnell zu heiraten. Einfach weil wir hatten etwas da. Und klar, wir haben auch eine Unterstützung gekriegt von den Eltern bei der Hochzeit und viele Leute waren auch großzügig, dass es möglich war. Aber grundsätzlich, es lag darin, dass Geld war nie ein Thema, ob ich mir das leisten kann oder nicht. So gut. Und so lernt man und es braucht unglaublich viel Disziplin und Glaube, dass man das durchziehen kann. Sehr gut. Und du lädst uns ein für den 8. Mai, wenn ich das richtig verstanden habe, dass wir dieses Thema wirklich noch vertieft anschauen können. Budgetplanung und wie du das lebst, nehme ich an. Willst du kurz noch 2 Sätze dazu sagen und eine Einladung an unseren Livestream richten? Ja, also eben, ich habe diese Punkte gebracht. Das sind die 5 Gs, wie Gehorsam, Grundbedürfnisse. Es geht darum, auch etwas genießen zu können. Es geht darum, großzügig sein zu können und eben auch für den Glauben, den ich habe, etwas auf die Seite zu legen. Und was mir wichtig ist, wenn es um Finanzen geht, ist ein jüngerschaftliches Thema und es ist ein Dialog, ein Austausch. Und ich will das nicht einfach, es ist nicht nur ein Teaching, sondern es ist ein Ort, wo man viele Fragen stellen kann
Sehr cool. Und darum geht es. Super. Hey, danke vielmals, Dan, dass du noch extra für uns hier zu uns ins Studio kamst. Und wir sagen von unserer Seite schon Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen. Gnade, die nie aufhört, raubt uns nicht die Zuversicht, dass das geschieht, was du versprichst. Unter der Führung von deinem Geist, unter deinem Wort, das nie versagt, herrscht in uns die Sicherheit, dass du Herr bist.